Claudia Doron aus Buchs im Alperital ist nicht nur Produzentin von dem Dokumentarfilm, sondern auch die Gründerin und Projektmanagerin von der Non-Profit-Organisation River of Hope. Sie beantwortet in dem Dokumentarfilm die folgenden Fragen: Wie die Entwicklungshilfe in ihrem Fall aussieht, warum sie ohne Geld, ohne ein bestimmtes Projekt im Hinterkopf zu haben, eine Non-Profit-Organisation gegründet hat und dann im Kongo gelandet ist. Claudia wollte ganz einfach aufhören, über die Möglichkeiten nachzudenken und darüber zu reden, wie sie die Welt zu einem besseren Ort machen könnte. Stattdessen hat sie angefangen, anderen zur Selbsthilfe zu verhelfen. Sie möchte das Publikum auf eine Reise in Kongo mitnehmen. Also, schnell neu an und machen euch bereit auf die Landung. Boyo Bolamo Sela Elamu. Alles hat angefangen, wo ich im 1990 einen Kindergarten in Nairobi besucht habe. Es ist mir bei dem Besuch klar geworden, dass ich irgendwann auf dieser Welt eine Schule für benachteiligte Kinder aufbauen werde. 20 Jahre später, im 2010, war der Moment auf einmal da, so ein Projekt in Angriff zu nehmen. Ob das jetzt der richtige Moment war oder nicht, weiss man ja nicht so genau. Aber das Bauchgefühl hat gestimmt. Und so habe ich den gemeinnützigen Verein River of Hope gegründet. Und zwar ohne Geld und ohne bestimmtes Projekt. Ich habe fest daran geglaubt, dass, wenn das der richtige Moment ist, mich das Projekt finden wird und die Finanzen folgen werden. Ich bin dann an einer Veranstaltung von einer Kongolesin angesprochen worden. Sie hat mir von ihrem Bruder erzählt. Er ist ein Fußballcoach, der den Traum hatte, Kinder mit der Anziehungskraft von Fußball von der Straße zu bringen. Ein erster Schritt, wie in unserem Fall Kinder eine Schulbildung bekommen haben. Und das war der Anfang meines Projekts. Heute ist Tala Musica das Zentrum mit über 500 Schulkindern vom 1. bis 12. Schuljahr und einer Fußballschule. Damals habe ich mir nie träumen lassen, wie gross das alles 12 Jahre später sein wird. Aber der Weg dorthin, der Einsatz und die Energie, die es dazu gebraucht hat, haben sich gelohnt. Für mich, der Christoph Mbedi, der seit dem Anfang unserer lokalen Projektmanager ist, und unser Team. Willkommen in der Demokratischen Republik Kongo, ehemaliges Zaire, mit seinen über 90 Millionen Einwohnern, die im 1960 ihre Unabhängigkeit von Belgien erlangt haben. Der Kongo ist etwa so gross wie Westeuropa und liegt im Herzen von Afrika. Sie haben eine 40 Kilometer lange Küste am Atlantik entlang und grenzen an 10 Länder. Unser Center ist ungefähr 60 Kilometer außerhalb der Hauptstadt Kinshasa an der Hauptstrasse N1, die zum Hafen Matadi führt. Das Zentrum selber liegt 1 Kilometer von dieser gefährlichen Hauptstrasse im Landesinneren auf einem Hügel, so dass jetzt die Kinder von den umliegenden Dörfern einen sicheren Schulweg haben. Wir haben das Grundstück nicht nur wegen dieser tollen Aussicht und dieser erfrischenden Preise ausgewählt, sondern weil es weg vom Zentrum und der Hauptstrasse in einer sehr armen Region liegt. Vorher mussten die Kinder 7 Kilometer an der Hauptstrasse entlang laufen müssen, um in die Schule zu kommen. Mit der Konsequenz, dass nur ältere Schüler in die Schule gegangen sind und es viele tragische Unfälle gegeben hat. Wo wir dort angekommen sind, hat es nichts gehabt. Kein Wasser, kein Baum und heute noch ist der nächste Steckdose 17 Kilometer entfernt. Wir haben unser Zentrum Schritt für Schritt aufgebaut und jeden Ziegel vor Ort hergestellt und mit Kindern, Lehrern und Eltern über 800 Bäume abpflanzt. Heute können über 500 Kinder in Sicherheit spielen und lernen. Ein grundlegendes Menschenrecht für über 500 Schulkinder vom 1. bis 12. Schuljahr. Maman Claudie est venue, nous sommes contents, nous sommes joyeux. Maman Claudie est venue, Maman Claudie est venue, nous sommes contents, nous sommes joyeux.
Avec courage, non? Unsere Primar- und Sekundarschule ist katholisch und staatlich anerkannt und gehört zu den Diözesen von Kisantu. Im 2020 haben unsere 4 ersten Schüler mit dem 12. Schuljahr abgeschlossen und haben an der staatlichen Maturaprüfung teilgenommen. Und alle haben bestanden. Bis im Sommer 2022 haben 10 Schüler mit der Matura abgeschlossen. 2 von ihnen arbeiten jetzt bei uns in der Administration und haben verschiedene Aufgaben in der Primarschule übernommen. 2 andere studieren in der Pädagogischen Hochschule und möchten nachher zurückkommen und an der Schule unterrichten, wo sie selber in die Schule gegangen sind. Für uns wäre das toll, denn das sind Vorbilder für unsere Schüler und die Region. Aujourd'hui, c'est jeudi. Le 40e. Les 30. 40e mois. La salle. Il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Merci. Maintenant, qui peut passer au tableau noir de nous dire les verbes de avoir, aller? Très bien, bravo. Allez. Modération. Comptage de 0 à 1000 par groupe de 50. 0, 50, 100, 150, 200. Allez, ramassez les tas là. Toujours le côté de papier, il y a des photos. Allez, toujours le côté de papier. Thomas, allez, ramassez là-bas. Ramassez, ramassez. Allez, ramassez. Ce qu'on a côté de la qui s'en a fait le monde, c'est quoi pour toi? Allez, le côté qui est le côté belé, belé. Ah, va chercher là-bas. Prof, en quoi consiste la leçon d'aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une leçon de montage. On fait le montage va-et-vient. On a besoin d'alimenter ces lampes avec des schémas 6. C'est là le montage qu'on peut les trouver dans les couloirs.
et aussi dans des chambres des malades. Très bien. Chers amis, bonjour. Bonjour. Hier, dans notre cours de philosophie, nous avons voulu chercher dans la grande partie des doctrines philosophiques. Nous avons cherché à connaître l'origine de l'univers, selon les philosophes dits des présocratiques. Et qui peut nous rappeler, selon les présocratiques que nous avons vus hier, qui a dit quoi sur l'élément central de l'origine de l'univers? Bouzan. Zwischen 2011 und 2019 haben wir 4 20-Fuß-Schiffscontainer in der Schweiz gekauft, im Werdenberg mit Hilfe von Freunden und Familie vollgeladen und in Kongo verschifft. Sie sind alle gut angekommen und sie werden vor Ort als Lager und Büro eingesetzt. Wir haben viele Sachen geschickt, die im Kongo ein zweites Leben bekommen haben, wie Uniformen, Schulbücher, Solarpanels, medizinisches Material und Fußballgoals und Dress. Und natürlich noch viel mehr. Also, eins ist sicher, wir haben sicher das best angelegte Fußballteam in der Region, denn sie shooten mit dem ehemaligen Nationaldress vom Fürstentum Liechtenstein. Die Fußballschule ist in der Region und bei den Schulkindern eine Attraktion geworden, aber auch bei Eltern, die ihre Kinder zu uns ins Internat schicken wollen. Wir haben auch ein Mädchenteam, aber das ist aus kulturellen Gründen nicht ganz einfach. Am Anfang des Jahres gibt es für alle Spieler einen medizinischen Check-up. Nebst am Training bieten wir auch Workshops zu Themen wie Fairplay, Respekt, Hygiene an und greifen relevante Themen wie Corona auf. Nach dem Training offerieren wir allen eine Bui. Das ist eine Art Porridge und wir haben gesehen, dass sich der allgemeine Zustand der Spieler verbessert hat. In unserem Center haben wir auch einen Fußballplatz mit FIFA-Dimensionen. Zudem haben wir noch eine zweite Fußballschule in Muvolulu. Das ist ein grösseres Dorf an der Hauptstrasse, um das Angebot von toller Musik bekannter zu machen. Wo wir das Grundstück im 2012 gekauft haben, hat es außer ein paar Sträucher nichts gehabt. Die Dorfbewohner haben das meiste abbrennt und Kohle hergestellt. Jetzt, nach einigen Anstrengungen und an einem Aufforstungsprogramm, wo wir unter anderem über 800 Bäume mit unseren Schülern, Lehrern und Eltern gepflanzt haben, ist unsere Anlage grüner und fruchtbarer geworden. Nicht alles wächst, wie es sollte. Und wir haben Probleme mit Dürre und Feuer. Aber wir haben wieder Mais, Süßkartoffeln, Maniok, Bohnen, Avocado, Papaya, Bananen, Moringa und Akazien gepflanzt und hoffen, dass wir eine gute Ernte haben. Trinkwasser ist lebensnotwendig und der Zugang schwierig, weil unsere Solarwasserpumpe immer noch auf die Bohrung vom Brunnen wartet. In der Zwischenzeit haben wir aber Wasserauffangbecken gebaut mit einem Volumen von ca. 50 Kubikmeter, Dachrinnen und Zisternen installiert, damit wir so viel Regenwasser auffangen können wie möglich. Wie ihr seht, sind wir noch nicht ganz fertig mit dieser Installation. Damit wir das Wasser aber jetzt trinken können, müssen wir es entweder abkochen oder durch unser Filtersystem laufen lassen. Wir haben auch eine staatlich geprüfte Krankenstation, die die Grundversorgung abdeckt. Es werden auch verschiedene Workshops zu Themen Hygiene, Gesundheit und Aufklärung angeboten. Seit wir spezifisch mit diesen Themen auf die Oberstufenschüler zugehen, hat sich die letzten 4 Jahre einiges verbessert.
Wir haben keine Teenager-Schwangerschaften mehr, keinen Fall von Gewalt und sexueller Belästigungen. Während Corona haben wir ein Aufklärungs- und Hygieneprogramm angeboten. Im 2013, nachdem wir das erste Schulzimmer gebaut haben, haben wir mit dem Analphabetinnenprogramm angefangen und später ist Schneiderinnen und das Agrikulturprogramm dazugekommen. Die Frauen, vor allem Mütter, sind unsere Zielgruppe gewesen, weil sie einen grossen Einfluss in der Gesellschaft haben. Dank diesen Frauen haben viele Familien realisiert, wie wichtig es ist, ihre Kinder regelmässig in die Schule zu schicken, damit sie eines Tages einen Beruf lernen und eine echte Chance haben, aus dem Teufelskreis Armut auszubrechen. Tala Musica hat dank einer Satellitenschüssel und einer Solaranlage rund um die Tour Internet. Das erleichtert die ganze Administration und Zusammenarbeit sehr. Dank am staatlichen Online-Programm vom Bildungsministerium hat sich sogar unsere Abschlussklasse während Corona bestens auf die Matura-Abschlussprüfung vorbereiten und es haben alle bestanden. Nachhaltigkeit ist, wenn der Staat anfängt, unser Projekt anerkennen und uns bei der ländlichen Entwicklung unterstützt und hoffentlich auch bald die Löhne der Oberstufenlehrer zahlt. Nachhaltigkeit ist auch, wenn der Staat Personen anerkennt, die sich für Entwicklung im Land einsetzen, wie hier im Ministerium für Familie und Gleichstellung. Und Nachhaltigkeit ist, wenn das Zentrum den Punkt erreicht hat, wo es sich durch verschiedene Einkommensquellen selber tragen kann, wie zum Beispiel unser Internat. Diesen Punkt haben wir bald erreicht, aber in der Zwischenzeit freuen wir uns, dass die Kinder, die früher noch nur zugeschaut haben, heute aktiv mitmachen. Happy Birthday, Tala Musica! Im November 2022, während meiner 12. Reise in Kongo, haben wir den 10. Geburtstag vom Zentrum Tala Musica feiern. Ein grosses Dankeschön, Potondo, an Christoph, seiner Familie und dem ganzen Team. Ihr habt tolle Arbeit geleistet und die Zusammenarbeit mit dir macht Spass. Es ist gut zu wissen, dass wir vor Ort einen kompetenten Leiter haben, wo wir auch vertrauen können und wo alle Fäden in der Hand hat. Der Christoph Mbedi ist unser lokaler Projektmanager seit dem ersten Tag. Es war nicht immer einfach mit all diesen Herausforderungen. Aber wir haben eine Vision und aufgeben war nie eine Option. Danke für all deine tolle Arbeit und danke auch an meine Kinder, meine Familie, Freunde, Stiftungen, Firmen und Institutionen, die uns all diese Jahre begleitet und uns Vertrauen geschenkt haben. Wie Sie in dieser Dokumentation sehen können, ist ein ganzes Bildungszentrum aufgebaut worden. Nicht alles war einfach. Es sind Schwierigkeiten auftreten, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den Dorfbewohnern, die sich nur schwer an neue Ideen anpassen. Unsere Solarwasserpumpe wartet noch immer auf den versprochenen Brunnen und unsere Sexschullehrer und Lehrerinnen werden immer noch nicht von der Regierung bezahlt, obwohl wir eine öffentliche, katholische und vom Staat anerkannte Schule sind. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt und uns in vielen Sachen profiliert. Aber es ist klar, dass wir noch eine ganze Reihe von Aufgaben haben, die wir gerne erfüllen würden, um unabhängig zu werden. Und das immer im Einklang mit unserer Vision. Schaut darüber aus. Danke und auf Wiedersehen. Potondi di Kala Malamo.